Herzlich willkommen zum Livestream von der Vignette Bern. Wir entschuldigen uns für die Probleme, für die viertelstündige Verzögerung, aber wir freuen uns richtig, können wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst feiern. Es ist schön zu sehen, Kurt, du bist dabei, Denise ist dabei, Ile, herzlich willkommen um Kurt. Diese Idee habe ich auch schon gesehen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir haben den Livestream schon angefangen am 4. vor, dieses Mal auf Facebook Live für das Kids-Programm. Und das war richtig cool. Wir haben nämlich heute die Geschichte von Jona gehört, der in einer 3-tägigen Quarantäne war. Ich denke, das ist eine Geschichte, die wir alle in diesen Tagen richtig gut nachvollziehen können. Wir sind schon mehr als 2 Wochen jetzt daheim. Ich habe über 2 Wochen im Homeoffice geschafft. Und auf der einen Seite genießen es, Zeit zusammen mit der Familie, meine Frau, meine Tochter jeden Tag zu sehen. Und an meinen freien Tag gebe ich noch Schule. Und wir sind schon 2-mal in den Wald gegangen, um dort ein bisschen Abwechslung zu bringen. Aber wenn ich schaue, jetzt in dieser Zeit, habe ich eigentlich nicht weniger zu tun gehabt. Sogar fast ein bisschen mehr. Und gleichzeitig hat es mich gleich gedacht, dass wie etwas von Entschleunigung schon passiert. Und das war der Gedanke, den wir hatten für den heutigen Gottesdienst in der Vorbereitung. Gott will dir und mir Anteil an seiner Ruhe geben. Will uns seinen Frieden schenken. Oder seine Gelassenheit, wie man sagen kann. Das ist der Grund, wieso ich das T-Shirt angelegt habe. Für Berner wissen wir, Eis ist bei uns gelassen. Und als ich das letztes Jahr getragen habe, ist ein Freund von mir auf mich zugekommen. Der Dave hat mir gesagt, Mari, Gott will dir Gelassenheit schenken. Und ich glaube, dass Gott genau das heute in diesem Gottesdienst möchte machen. Uns bei allen Herausforderungen, die das Leben bringen, bei allen technischen Problemen, die wir haben, einfach Anteil an seiner Ruhe und an seiner Gelassenheit geben. Und das wünsche ich dir ganz besonders, denn, wenn du selber Virus erkrankt bist oder sonst an irgendeiner Erkrankung leidest. Ich wünsche, dass dir, wenn durch die aktuelle Situation dein Geschäft in eine Schieflage gekommen ist und du dort seinen Frieden brauchst. Ich wünsche dir das aber genauso, wenn ihr als Familie 24 Stunden daheim seid und dir die Decke einfach langsam auf den Kopf geht. Oder wenn du im Gesundheitswesen arbeitest und jetzt einfach viel zu tun hast. Ich bete, dass Gott dich mit seinem Frieden, mit seiner Ruhe erfüllt, die in seine Ruhe hineinnimmt. Genau das wollen wir heute in diesem Gottesdienst miteinander erleben. Der Livestream wird ungefähr 50 Minuten dauern. Wir werden jetzt den Bibeltext aus Psalm 131 miteinander lesen. Darum ist es gut, wenn du schon mal die Bibel zur Hand nimmst. Dann werden wir unter der Leitung von Christa Bucher miteinander anbeten. Wenn du als Gast dabei bist, anbeten heisst, wir werden sozusagen gesungene Gebete miteinander singen. Und dann hören wir von Lisi Rohner ein paar Gedanken zum Text aus Psalm 131. Der Psalm, den wir jetzt miteinander lesen. Still wie ein zufriedenes Kind. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble like a light that you bring
When you walk into the room, every heart starts burning. Nothing matters more than just to sit here at your feet. We worship you. Oh, we worship you. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. Oh, this is for you. When you walk into the room, sickness starts to vanish. Every hopeless situation ceases to exist. When you walk into the room, the dead begin to rise, 'cause there is resurrection life in all you do. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. Oh, this is for you. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. Oh, this is for you, Jesus. 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 Come and consume. Come and consume, God. All we are, we give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. All we are, we give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. All we are, we give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. All we are, we give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. Oh, this is for you. Yeah. Oh. Ja, du gibst dem die Frieden, der sich fest an dir hebt und der dir vertraut. Und ich möchte euch einfach einladen, in dieser Zeit vom Worship euren Blick einfach auf Gott zu richten und das, was er tut, und ihm zu vertrauen. Weil alles um uns herum ist nicht, kann, aber muss nicht vertrauenswürdig sein. Aber der wirklich vertrauenswürdig ist, den kennen wir, und das ist Gott. Und darum helft einfach, auf ihn zu schauen, jetzt in dieser Zeit.
Du bist Schöpfer, Gott von allem. Und gleich hast du dich klein gemacht. Als Mensch bist du auf die Welt gekommen. Immanuel, Gott mit uns. Du bist Anfänger und Vollender. Schaffer vor Begegnung. Barmherziger Versorger. Immanuel, Gott mit uns. Wir singen. Heilig, heilig bist du, mein Gott. Mit Chör von Engeln loben wir, mit Gesang und Wort. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig bist du. Du Erlöser, der von langem die Propheten haben vorausgesehen. Versöhner mit der Schöpfung, eins mit Vater, Geist und uns. Wir singen, heilig, heilig bist du, mein Gott. Mit Chör von Engeln loben wir, mit Gesang und Wort. Heilig, heilig, heilig bist du. Ja, heilig, heilig, heilig bist du. Immanuel, du bist Gott mit uns. Immanuel, niemand ist dir gleich. Hey, Immanuel, Retter von der Welt. Immanuel, 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 Gott mit uns. Heilig, heilig bist du, mein Gott. Mit Chör von Engeln loben wir, mit Gesang und Wort. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig bist du.
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Guten Abend miteinander. Danke, dass wir euch in euren Stuben besuchen dürfen.
Es ist ein bisschen komisch, wenn ich da keine Gesichter vor mir habe. Ihr fehlt mir. Ihr seid mega coole Leute und es ist gut, wenn wir so zumindest miteinander verbunden sind. Und ich glaube, da passiert auch etwas von einem Geist der Gemeinschaft. Ich lese euch noch einmal den Psalm 131 vor, den kurzen Psalm. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn, von jetzt an und für alle Zukunft. Wie viele Diskussionen hast du gehabt, letzte Woche über ein Virus, über die Massnahmen, über die Situationen in verschiedenen Ländern, über Statistiken? Hey, schaut, ich habe gemerkt, eigentlich übersteigt es meinen Verstand. Eigentlich bin ich völlig überfordert und ich merke, mein Verstand und meine Gedanken anfangen amok laufen, wenn ich zu viel in den News rumhänge, wenn ich mich die ganze Zeit mit diesem Thema auseinandersetze. Das ist ein bisschen zu hoch für mich und wahrscheinlich für alle von uns. Wir sind überfordert mit dieser Situation. Und wie, um Himmels Willen, soll jetzt meine Seele ruhig werden, wie ein gestilltes Kind? Wie soll ich zufrieden sein, wenn alle Freiheit gefühlt plötzlich von mir weggenommen wird? Wie soll ich zufrieden und ausgeglichen sein, wenn die Kids den ganzen Tag daheim sind und ich gleichzeitig noch im Homeoffice arbeiten soll? Oder wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und völlig isoliert bin, wenn ich krank bin oder Angst vor Krankheit habe, wenn die Zeit plötzlich wegbricht. Es kommt mir vor, als würde Gott heute zu uns sagen, Kopf hoch. Diese Geschichte ist noch nicht am Ende angelangt. Und ich habe immer ein gutes Ende parat. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott durch die Zeit durch uns näher an sein Herz nehmen will. Hinter all diesen erlebten Unsicherheiten und Unruhe, da steht eine viel grössere, gewaltigere Einladung von einem Schöpfergott an seine Schöpfung. Ich glaube, Gott will uns eine neue Offenbarung über die Ruhe, über die Schabbatruhe, über den Segen von der Ruhe, über den Segen vom Verschnaufen und Anhalten schenken. Im Hebräerbrief 4, Verse 9 bis 11 werden wir aufgefordert, ganz aktiv in die Ruhe von Gott hineinzutreten. Da, wo unsere Seele eben gestillt und besänftigt wird. Unabhängig von unseren Leistungen, unabhängig von unseren Umständen. Wir lesen, es gibt also noch eine besondere Schabbatruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie, da meinen sie das Volk Israel in der Wüste, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. In die Schabbatruhe von Gott einzutreten bedeutet viel mehr als nicht mehr zu arbeiten. Sicher hat die Ruhe damit zu tun, dass wir einen Stopp einlegen, einen Stopp in all dem, was wir eben arbeiten, machen, wollen, verlangen danach, was wir uns so sorgen. Und hier im Hebräer 4 steht sogar, wir sollen uns aktiv darum bemühen, in die Ruhe hineinzukommen. Ruhe passiert nicht einfach so. Sie geht uns nicht einfach in den Schoss. Es braucht Planung, Vorbereitung, Disziplin, Entschlossenheit, zu guten Sachen Nein zu sagen, für das man das Bessere umarmen kann.
Der Schabbat ist so etwas wie eine Grundlagendisziplin, eine Einübung von dieser Gewohnheit vom Ruhen, damit wir auch im Alltag ganz einfach einen Zugang zu dieser Ruhe finden können. Als Familie haben wir das selber auch recht schmerzlich erlebt. Wir sind eine leidenschaftliche und hingebungsvolle Familie und wir haben über unser Mass hinaus gearbeitet für gute Sachen. Aber wir haben dieser Ruhe nicht den Raum gegeben. Und wisst ihr, die Schabbatruhe, die holt einem ein. Und wenn es auch so ist, dass man dann plötzlich zur Ruhe gezwungen ist, weil man nicht mehr kann, weil die Schöpfung einem einholt und die Ruhe überhaupt nicht freiwillig ist. Ohne Ruhe werden wir krank. Der Schabbat ist eine Tür für die Ruhe im Alltag. Aber der Schabbat ist eben mehr als eine Pause. Er ist heilig. Das Wort heilig, Kadosh, wird sogar das allererste Mal in der Bibel erwähnt im Zusammenhang mit dem Schabbat. Im 1. Mose 2, Verse 2 und 3 lesen wir: Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Nach 6 Tagen vom Erschaffen ist der 7. Tag angebrochen. Am 7. Tag, am Höhepunkt der Schöpfung, hat Gott nicht gerade zuerst ausgeruht. Zuerst hat er sein Werk vollendet, indem er eben die Schabbatruhe geschaffen hat. Es ist eines der allerkostbarsten Geschenke, eigentlich die Krönung der Schöpfung, die er da für uns parat gemacht hat. Der Schabbat steht ausserhalb von allem, was materiell und räumlich geschaffen ist worden. Gott schafft am 7. Tag die Ruhe. Ruhe heisst auf Hebräisch Menucha. Und das Wort bedeutet auch wieder mehr als nur nichts machen. Es ist eine Insel in der Zeit, wo wir in Gelassenheit, in Zuversicht, in Heiterkeit und in Frieden hineinkommen können. Gott schenkt uns einen Rhythmus, der ganz tief in unserer DNA verwurzelt ist, weil er uns nach seinem Bild gemacht hat. 6 Tage arbeiten, am 7. Tag in die Ruhe hineintreten und schon hier auf der Erde einen Anteil nehmen an der Herrlichkeit, die er für uns parat hat, in der Ewigkeit. Gott hat selber geruht. Ich nehme nicht an, dass er erschöpft war von seinem Werk. Aber ich stelle mir vor, wie er seine Schöpfung genossen hat in diesem Moment. Wie er alles angeschaut hat und wie er es genossen hat, mit uns zusammen zu sein. Ich glaube, er hat sich mega gefreut. Und ich kann mir vorstellen, wie er mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist das Gute und das Schöne von der Schöpfung gefeiert hat. Gott hat den Schabbat gesegnet. Er hat eine Zeit gesegnet, die uns aus dem Alltag so richtig rausragt und den Glanz von der Ewigkeit trägt. Aus diesem Grund geht es im Schabbat eben nicht um Ablenkung. Es geht nicht um Zerstreuung. Es geht um einen dankbaren Blick auf Gott und auf seine gute Schöpfung. Er hat diesen Tag gesegnet, dass wir wieder ganz werden können, dass wir heil werden nach unserer Arbeitswoche, dass wir Heimat finden und wieder Schnuff finden und zur Ruhe kommen. Da wird unsere Seele und unser Leib wieder ganz und heil und gefüllt. Gott heiligt den Schabbat. Der Gott der Schöpfung wird nicht an einem Ort gefunden, so wie andere Götter in einem Schrein oder in einem Tempel. Unser Gott schenkt uns eine Begegnung mit in der Zeit innen. Eine Begegnung, die wegen dem überall stattfinden kann, nicht gebunden an einen Ort. Und in diesem Leben, das für uns manchmal ein bisschen atemlos werden kann im Alltag, kommt der Schabbat wie ein guter Freund zu mir und lädt mich ein, in die Ruhe hineinzukommen, in die Ruhe, die mir Freude bringt. Der Schabbat ist so heilig,
dass die Juden sogar sagen, man darf an diesem Tag nicht einmal an die Arbeit denken. Das klingt mir noch nicht gängig immer. Aber ich arbeite daran. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, darum wollen wir uns alle bemühen, in die Ruhe hineinzukommen, für dass wir nicht durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abkommen, wie das Volk Israel. Der Schabbat zu halten, das ist ein Gesetz. Es ist das 4. Gebot. Und, Leute, es wäre ungehorsam, wenn wir das Gebot brechen. Und ich sage euch, ich habe es manchmal gesprochen. Und darum hat er mich eingeholt, der Schabbat. Im 2. Mose 20 werden die 10 Gebote festgehalten. Und da steht, erinnere dich an den Schabbat, denke an ihn. Es ist ein Tag für Gott und für uns. Der Fokus gilt ihm. Es ist ein Tag vom Schauen, vom Staunen, vom Aufschnaufen, vom Anbeten, vom Singen, vom sich freuen. Hey, da wirst du so richtig rausgenommen aus deinem Normal und bekommst Anteil an dem, was er geplant hat und an seiner Herrlichkeit, der Ursprünglichkeit. Wir sind dankbar für die Realität von Gott und für seine Güte. Das ändert unseren Fokus und unsere Herzenshaltung. Der Schabbat ist ein Rhythmus der Gnade. Für einen Tag lüpft Gott raus aus dem finsteren Tal und lädt dich ein in die Realität von seiner Ewigkeit. Und es wird uns dort bewusst, der König regiert noch. Und darum ist der Schabbat eine Quelle der Kraft in schwierigen Zeiten, gerade so wie jetzt. Aber der Schabbat ist nicht nur ein Gebot. Er beinhaltet auch Widerstand. Er ruft ihn nämlich zur Freiheit auf. Im 5. Mose 5,12 ermahnt der Mose, bevor sie ins verheißene Land gehen. Und er sagt dort noch einmal ganz deutlich, haltet den Schabbat. Das ist etwas ein bisschen anderes als erinnert euch. Haltet den Schabbat. Erinnert euch an die Geschichte, die ihr habt mit mir. Ihr seid Sklaven aus Ägypten. Und jetzt geht ihr als Freie in das neue Land rein. Nicht mehr Sklaven. Ihr seid nicht mehr diesem alten System unterworfen. Weil Sklaven bekommen keinen Schabbat. Und wir leben in einem Land, das ein bisschen ist wie Ägypten. Unser Streben nach mehr passiert eigentlich fast immer auf Kosten der Armen. Der Schabbat erlaubt uns, aus diesem ungerechten System herauszukommen. Wir brauchen dort weder zu kaufen, noch zu verkaufen. Wir müssen uns nicht beweisen und wir müssen auch nicht unterdrücken und ausnutzen. Schabbat ist eine Rebellion dagegen, selber Sklave zu sein oder selber zum Sklaventreiber zu werden. An diesem Tag sagen wir, stopp, ich habe genug, es reicht, ich bin gut versorgt. Mir fehlt nichts, ich geniesse das, was da ist. Stopp, ich weiss genug, ich muss mich nicht noch mehr informieren. Es reicht. Im Jesaja 58, 13 und 14 lesen wir: Tut an meinem heiligen Tag, dem Schabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen. Geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hey, die Wonne wird sein, die grösste Freude. Schabbat bedeutet das Heimkommen in ein einfaches Leben. Essen geniessen, einen guten Wein vornehmen, Familienzeit, einen Spaziergang, Freunde, schauen, ausschlafen, vielleicht ein Nickerli am Mittag, dankbar sein. Wenn ich im Schabbat Einlass gebe
und er in meinem Leben zu meinem Freund wird, wenn ich hart daran arbeite, in die Ruhe hineinzukommen, dann wird der Schabbat zum Wächter über meinem Lebenstempo. Und der Geist und der Segen vom Schabbat kommt in die 6 Arbeitstage mit oder trinkt sie. Er ist die Einladung von Gott mit hinein in die Zeit der Unsicherheit, der Turbulenzen, der verlorenen Kontrolle. Und da wird es persönlich. Gott sagt zu dir an diesem Schabbat und auch an den restlichen Tagen: Hey, vertrau mir. Ich schaue zu dir. Ruhe dich aus bei mir. Meine Gedanken sind gut. Ich schenke dir eine Lebensfülle, weil ich mehr als genug habe für dich. Lass deine Seele zufrieden sein bei mir. Wie können wir das jetzt umsetzen? Der Juan und ich haben es gar nicht so einfach mit dem Schabbat, weil wir arbeiten beide unregelmässig. Regelmässigkeit ist etwas, das hilft. Wenn man immer am Sonntag zum Beispiel seinen Schabbat feiern kann, das ist mega cool und ich ermutige euch dazu. Wenn man unregelmässig arbeitet, dann braucht es ein bisschen mehr Planung. Wir legen alle im Vorfeld den Tag fest, wo unser Schabbat ist. Und dort streichen wir alle unsere Verpflichtungen und unsere Arbeiten streichen. Es ist cool, wenn man schon am Vorabend anfangen Schabbat feiern. Das stimmt dem dann so richtig ein für einen Tag. Wir essen alle gut zusammen, wir trinken einen guten Wein und wir nehmen zusammen das Abendmahl. Und etwas ganz Wichtiges. Ich schalte das Handy aus. Ich habe das gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Ich schalte das Handy aus und lege es in eine Schublade. Weil das lenkt mich ab. Und Ablenkung ist nicht das Ziel des Schabbat. Ich will mich ausruhen dort. Dankbar sein. Geniessen, was man hat. Eben das Schauen und Staunen, Anbeten, Spazieren, Essen und Gemeinschaft feiern. Gemeinschaft mit unseren Lieben, mit unserer Familie und auch im Gottesdienst. Darf ich euch ein paar Impulse mitgeben für die kommende Woche? Ich lade dich ein, dass du dir jeden Tag kurz überlegst, was sind die kleinen Sachen vom Alltag, die ich heute feiern kann. Für was bin ich heute dankbar? Ich habe mir neu wieder angefangen, jeden Abend ein paar Sachen aufzuschreiben, wo ich mega dankbar bin an diesem Tag dafür. Und mit wem kann ich die Freude teilen? Auch gerade jetzt, wenn wir ein bisschen isolierter sind. Wie komme ich zur Ruhe? Was bringt mir Leben? Und was stärkt schlussendlich mein Vertrauen in Gott? Nehmt doch die Fragen mit in die kommende Woche. Amen. Ich möchte jetzt gerne noch mit euch beten. Und ich habe gedacht, wir könnten zum Anfang zusammen den Psalm 131 noch mal gemeinsam lesen. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel vornehmt oder jetzt auf den Text schaut. Und ihr könnt eure Hand auf das Herz legen und sagen, ja, ich stimme da wirklich mit ein, ich sage das. Ich glaube das. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar sind für mich. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Und Vater, ich danke dir, dass die Friede, das Angebot von Ruhe, vom Eintreten in die Ruhe, dass das da ist. Und ich proklamiere diesen Frieden und die Ruhe jetzt gerade in unsere Herzen, in unsere Gedanken hinein. Danke, schenkst du uns da eine neue Offenbarung. Danke, wirst du uns in dieser kommenden Woche immer wieder daran erinnern, dass es da die Einladung gibt, in die Ruhe einzutreten und bei dir zur Ruhe zu kommen. Ich danke dir, dass unser Vertrauen einfach wachsen kann in den kommenden Tagen. Das Vertrauen
in den Gott, der uns alles gibt, dass unsere Seele still und ruhig werden kann. Und wir vertrauen, dass du ein gutes Ende schreibst von dieser ganzen Zeit mit der Welt, mit uns allen und mit uns ganz persönlich. Wenn du krank bist, dann will ich jetzt auch noch für dich beten. Und leg doch auch die Hand auf dich, wenn du krank bist oder wenn du auch mega geplagt bist von Ängsten oder wenn du einfach in seelischen Nöten bist, leg die Hand auf dich. Heiliger Geist, komm. Jesus, du bist unser Heiler, unser Helfer in der Not. Du hast überwunden. Und darum proklamiere ich Gesundheit in unser Leben hinein. Heiliger Geist, fließt du jetzt gerade in die Orte, wo wir Heilung nötig haben. Mach uns ganz. Stell wieder her. Führe uns in die Heilung hinein. Und in deinem Namen sage ich, Krankheit, Sorgen, Ängste, Unruhe, ihr müsst gehen im Namen von Jesus. Und wir empfehlen Gesundheit in deinem Namen, Jesus. Merci für dein Sein, für deine Liebe und für deine gute Versorgung. Wir haben dich gern. Amen. Amen. Merci vielmals, Lisi. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir noch nicht ganz am Ende vom Gottesdienst. Wir wollen jedem Gottesdienst oder Kreativität Raum schaffen, wo Gott uns genauso durch seine schöpferische Kraft begegnet. Und heute in diesem Gottesdienst hat Rachel Borchert gemalt. Und Rachel, ich möchte gerne dich fragen, was hast du genau gemalt? Das ist ein Bild von so einem tiefen Brunnen, wo Lisi mich angefragt hat, wie das so einfach in meinem Kopf hatte. Die alten Brunnen, die wirklich so mega, also es eigentlich auch dunkel wäre. Und dann habe ich wie dort so einen Kessel gesehen liegen. Der ist eigentlich wie so getrieben auf dem Wasserspiegel. Und man sieht wie da noch ganz feine Linien. Das wären dann wie die Säule, wo der Kessel dran wäre. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es so eben das Ruhe soll, der Schabbat, wie Lisi gesagt hat, die Ruhe wie soll widerspiegeln und eben nicht wie das runterlassen und dann den Kessel wieder aufschreissen und so schnell wie möglich das Wasser dann für irgendetwas brauchen, sondern ja, ich wollte wie diesen Moment malen, einfach vom Sein, genau. Und es ist dann wie, in meinem Kopf ist es wie ein Hausbild gewesen, wirklich so, einfach so ein Ort, ja, vom Frieden und wie, es war wie nicht eben feister gewesen, sondern wie Lichtblick, oder wie könnte man sagen, wie eine Klarheit ist wie an diesem Ort gewesen. Ja, ich hoffe, man kann das sehen auf diesem Bild, genau. Ja, darf ich noch beten für die Leute, die das anspricht? Selbstverständlich, Rachel, klar. Ja, Jesus, ich danke dir, echt, dass du uns jetzt in diesen herausfordernden Tagen mega einlädst, in diesen Schabbat reinzukommen und wie an diesem geborgenen, sicheren Ort von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Hoffnung dürfen echt unseren Kübel wieder aufzutanken und dass es nicht nur ein Auftanken ist, wo wir dann ins Nächste weiter können und wie die Kraft, die wir bei dir bekommen, für das Nächste brauchen, sondern wirklich, dass wir wie dürfen, einen Moment wirklich an diesem Ort bleiben und dass wir dürfen wirklich voll werden bei dir. Und ja, ich bitte dich, dass du das allen, die jetzt diesen Livestream schauen, dass du das uns zukommen, dass wir das wirklich dürfen erleben und dass wir das richtig auch am Körper dürfen spüren, Vater. Ja, und ich möchte auch einfach alle, die zuschauen, segnen, mit Mut zur Kreativität in diesen Tagen, dass ihr dürft, gleich wie, ja, auch wenn man sich vielleicht manchmal ein bisschen aufraffen muss zu dem, so wie euch, dass ihr einfach schöpferisch tätig sein und wie Erfüllung auch in dem erleben. Genau. Dass Gott euch wie befähigt, euch gleichwohl, auch wenn wir wie beschränkt sind, Sachen zu erschaffen und wie in die Welt hineinzurufen. Amen. Amen. Und vielen herzlichen Dank an dir, Rachel. Ja, in diesen Tagen sieht das Gemeindeleben ein bisschen anders aus.
Auch wenn wir uns nicht persönlich treffen können, haben wir glücklicherweise ganz viele Möglichkeiten, gleich miteinander im Kontakt zu bleiben. Ich telefoniere zum Beispiel jeden Tag mit Leuten, die mir einfallen, oder genauso Leute, die ich hier in der Verbundenliste finde. Das ist eine Liste, die all die Menschen bekommen, die uns zum Ausdruck bringen, dass sie sich als Teil von der Vignette Bern zählen. Wenn du die nicht hast bekommen, dann wissen wir nicht, dass du dich auch zu der Vignette Bern zählst. Jetzt, diese Woche hat mir jemand angerufen und erst noch per FaceTime. Die Person hat unbedingt mein Gesicht sehen. Das war Dina. Dina und Selina, die bei uns oben nachher wohnen, einen Stock höher, haben mir angerufen und haben mich gefragt, Marius, weisst du eigentlich, was hinten drauf auf dieser verbundenen Liste steht? Weisst du das? Ich habe es nicht gewusst. Darum lese ich es vor. Dina hat mir nämlich vorgelesen, ruf mich an, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Aus Jeremia 33,3. Dann hat sie mir gesagt, also Mari, was erzählst du mir jetzt für unglaubliche und gewaltige Sachen, die ich noch nie davon gehört habe? Und es war so lustig, wir haben mich gekugelt vor Lachen. Und einfach so die Momente der Gemeinschaft sind richtig cool. Und ich danke dir, dass du dich kümmerst um andere, dass du diesen Impulsen genauso hörst und dich bei anderen meldest. Du bist in dieser Zeit ganz wichtig. Du bist ganz ein wichtiger Teil vom Gemeindeleben. Ja, jetzt auf dem Bildschirm siehst du auch, wie wir das Gemeindeleben in dieser Zeit sonst pflegen. Aber auf der einen Seite mit dem Livestream, wo wir heute schon um 4:30 haben geplant anzufangen. Nächsten Sonntag wird der Kids Day, der Wing Kids, um 4:30 anfangen. Dann aber haben wir in dieser vergangenen Woche mit dem Antivirus-Programm gestartet. Das heisst, du kannst jeden Morgen mit einem ermutigenden Impuls am 9 Uhr am Morgen in den Tag starten. Der Impuls wird von ganz verschiedenen Leuten aus unserem Team gemacht. Dazu findest du auf unserer Website den Antivirus Hopecast, wo dich einfach mit hoffnungsvollen Gedankenanstößen begleitet. Falls du froh bist für ein Gespräch oder ein Gebet, dann erreichst du uns auf der Seelsorge- und Gebetshotline. Und dort wirst du mit jemandem aus unserem Team in Verbindung gebracht. Und genauso kannst du dich auch bei uns melden, wenn du in dieser vergangenen Zeit durch die aktuelle Situation in eine akute finanzielle Notlage bist geraten. Wir haben nämlich einen Corona-Nothilfefonds geöffnet, dass wir schnell und unbürokratisch helfen können. Und jetzt gleichzeitig danke ich dir aber auch, dass du eben nicht nur durch die Kümmern um andere dazu beiträgst, sondern die Vignette Bern in dieser Zeit auch finanziell mitträgst. Auch wir sind auf deine Unterstützung in dieser Zeit angewiesen. Auf der einen Seite mit den regelmässigen Spenden. Die Vignette Bern wird nämlich von ganz vielen, von Hunderten von Menschen getragen, die finanziell dazu beitragen, dass alles, was wir machen, überhaupt erst möglich ist. Gleichzeitig aber genauso mit deinen Spenden jetzt in der Kollekte. Wir führen jeden Sonntag so eine Kollekte durch, wo nämlich mit den Beträgen, die wir am Sonntag in den Gottesdiensten zusammenlegen, können wir die Tätigkeiten finanzieren, die nicht gemeinnützig sind. Und darum ist das für uns als Church ganz ein wichtiger Teil auch vom finanziellen Leben drin. Und dir gibt es die Möglichkeit, einfach Anbetung und Mittragen dort hier auch finanziell zu machen. Du hast heute zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kannst du mit Twint die an dieser Kollekte jetzt beteiligen. Oder aber, wenn du auf unsere Website gehst, vignette-bern.ch/spenden, kannst du genauso dort hier die mit einer Online-Spende beteiligen. Und vielen Dank, dass du einfach alles, was wir machen, dort hier mitträgst. Uns unser Wirken auch in dieser Zeit jetzt vom Coronavirus innen ermöglicht ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende von diesem Gottesdienst angelangt. Ich tue noch mal mein Tisch ein bisschen prägnanter zeigen. Was mir besonders gefallen hat an dieser Predigt, an dieser Ruhe, ist der kreative Gedanke vom Ausruhezeichen. Das wünsche ich dir, dass dein Leben von einem Ausruhezeichen begleitet ist. Ich wünsche dir, dass die Woche, wo wir jetzt hineingehen, du die Gelassenheit richtig kannst erfahren. Auch wenn die Gelateria di Berna nicht offen ist, dass Gelassenheit dein Leben erfüllt in dieser kommenden Woche.
Ich segne dich und wünsche dir auch, dass du das nicht nur für dich erlebst, sondern genauso spürst, wo Gott nicht nur dir begegnen will, sondern anderen Menschen durch dich begegnen will. Hab eine ganz gute Woche. Tschüssli.